Ob dnevu slovenskega znakovnega jezika je Slovenijo obiskala magistra Helene Jarmer, predsednica Avstrijske zveze gluhih, in od leta 2009 tudi poslanka v avstrijskem parlamentu. V pogovoru za naš medij je predstavila pravice gluhih Avstrijcev. Slovenski zvezi je čestitala za opravljeno delo in dosežene pravice ter osebam z okvaro sluha želela še veliko moči za nadaljnja pogajanja z državo. Meine Mutter, mein Vater, meine ganze Familie ist gehörlos. Ich habe in der Familie schon Gebärdensprache gesprochen und auf der Straße hat mein Vater immer auf meine Finger gehaut und hat gesagt, nein, Gebärdensprache ist nicht gut. Das war die Situation damals. Und dann mit der Zeit hat sich das geändert. Auch bevor die Gebärdensprache anerkannt wurde, war ich schon immer stolz auf die Gebärdensprache. Aber es hat sich verbessert ins Positive. Es gab Demos, Demonstrationen. Der österreichische Gehörlosenbund 1995 gab es den Weltkongress. Herr Dimmel, der Präsident damals, hat viele Anträge gestellt für die Gebärdensprache, 4-mal im Parlament. Öffentlichkeitsarbeit wurde getrieben. Die Politik hat gesehen bei diesem Weltkongress, es gibt International Sign und. Anschließend habe ich als Präsidentin weitergekämpft, Petitionen, Unterschriften gesammelt und das dem Parlament gegeben. Aber es wurde nicht wirklich bearbeitet. Und das letzte Mal, als wir es abgegeben haben, diese Petitionen und Unterschriften, wurde die Gebärdensprache im Jahre 2005 anerkannt. Aber es war ein jahrelanger Kampf. Und die österreichische Gebärdensprache ist in der österreichischen Verfassung verankert. Das bedeutet, sie ist eine Minderheitensprache, sie darf und muss bei Ämtern auch verwendet werden dürfen und das ist ein großer Fortschritt. Alle Nebengesetze, die es noch so gibt, dort ist es leider noch nicht umgesetzt worden. Auch letztens habe ich bei meinen Untersuchungen gesehen, dass noch in vielen Bereichen die Gebärdensprache abgelehnt wird. Denn es heißt, der nationale Aktionsplan, das steht hier schon drinnen und das sollte eigentlich reichen. Es gibt eigene Gesetze, wie beispielsweise das Gericht. Dort übernimmt das Gericht die Gebärdensprachdolmetscherinnenkosten. Im Fernsehen beispielsweise kann man Gebärdenspracheinblendungen einblenden, aber man muss es nicht. Und das sind nur 2 Beispiele. Viele andere Beispiele, da fehlt es noch. Und zu Ihrer Frage zum täglichen Leben, naja, natürlich hat sich vieles verändert bei den Menschen. Sie sind offener geworden. Aber die Gebärdensprache und auch die Gebärdensprachdolmetscherinnenanzahl hat sich verändert. Nachrichtensendungen in Österreich am Abend werden schon bereits seit 10 Jahren in österreichische Gebärdensprache gedolmetscht. Es ist geplant, nicht nur die halb 8 Uhr Nachrichten zu dolmetschen, sondern auch die 10 Uhr Nachrichten. Oder auch Kinderserien, beispielsweise am Samstag, wo gehörlose Menschen vor der Kamera stehen, in den Medien präsent sind. Seit 2009, seitdem ich im Parlament bin, werden alle Plenarsitzungen im Parlament und nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet live übertragen, in Gebärdensprache. Auch in staatlichen Institutionen, wie beispielsweise im Rathaus oder in anderen staatlichen Institutionen, wird Gebärdensprachdolmetschung angeboten. Die Kosten der Gebärdensprachdolmetscher werden im Arbeitsbereich zur Gänze übernommen, aber private Weiterbildungen oder einen zweiten Berufsweg eingehen, das ist schwierig. Und grundsätzlich, das private Leben zu finanzieren mit Gebärdensprachdolmetschern ist sehr schwierig. Im Jahr hat man ungefähr pro Person 2.000 Euro. Das Problem ist, in manchen Bereichen gibt es mehr, in manchen Bereichen weniger. Ja, also es haben sich schon sehr viele Dinge geändert, auch an der Universität. Gebärdensprachkurse sind überlaufen und ja, im Schulbereich
Bildung, es gibt es nur einige bilinguale Klassen und Schulen, aber offiziell das Recht auf Gebärdensprache zu haben, ist noch nicht ganz umgesetzt worden. Matura, Abiturprüfungen sind umgesetzt worden, das heißt, barrierefreie Matura zu machen ist möglich. Man kann Dolmetscherinnen und Dolmetscher einsetzen, aber der Weg zur Matura mit Dolmetschern wird einem nicht zu 100% gewährleistet. Und das Zweite, wenn gehörlose Menschen Studenten studieren möchten, war es früher so, dass Aufnahmeprüfungen waren, wo nach Sprache. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Telefonvermittlungszentrale. In Österreich gab es das nicht. Das Ministerium, hier haben wir sehr viel gekämpft, hat subventioniert. Von 9 bis 15 Uhr gibt es ein sogenanntes Relay-Service, eine Telefonvermittlungszentrale. Wir sind derzeit dabei, das Ganze zu evaluieren und das den zuständigen Trägern zu zeigen, um es auch erweitern zu können. Und es ist ein ganz wichtiger Bereich, die Telefonvermittlungszentrale, diese zu etablieren, damit die Menschen bei der Zentrale anrufen können und sofort eine Kommunikation stattfinden kann, ohne dass man auf einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin warten muss. Und ich hoffe, dass das sehr bald realisiert wird. Die Notrufzentrale ist ein großer Bedarf, es ist Pflicht. In Italien ist das bereits mit den verschiedensten App-Funktionen möglich. Zu den Gebärdensprachdolmetscherinnen. Es gibt bei 8 Millionen Einwohnern in Österreich ca. 100 Dolmetscherinnen und es ist bundeslandabhängig. Im Burgenland, ein kleines Bundesland, gibt es wenige Dolmetscher. In Wien gibt es aufgrund der Anzahl der Gehörlosen, sprich sehr viele, verhältnismäßig sehr wenige Dolmetscher. Sie müssen sich vorstellen, man braucht Dolmetscher an Universitäten, im privaten Leben und so weiter und so fort. Sie wissen es. Und Ausbildungen zum Gebärdensprachdolmetscher gibt es nur in Wien, Linz und Graz. Und jetzt ist die Ausbildung zu den Taubendolmetschern in Salzburg etabliert worden. Und ich in Österreich gibt es an der Universität Klagenfurt ein Forschungsinstitut, das heißt auch so, jedoch sind das kleine Projekte. Man kann es nicht mit Hamburg vergleichen. In Hamburg haben wir den einzigen gehörlosen Professor, der sich hier sehr intensiv mit dieser Thematik beschäftigt. Aber es gibt beispielsweise solche Apps, Spread Science, da hat man natürlich teil, aber es ist wichtig, dass man hier intensiver dran bleibt. Gebärdensprachlehrerinnen, Ausbildung. Der Gehörlosenbund hat 2005 es geschafft, die Gebärdensprache in der Verfassung zu verankern. 2007 war der WFD-Kongress in Madrid und Paddy Ladd hat selbst, sie ist auch gehörlos, eine Expertin, hat gesagt, dass viele Länder zwar die Gebärdensprachanerkennung als wertvoll erkennen, aber nicht diese als Kulturerbe erkämpfen. Und naja, und irgendwie aus dem Nichts haben wir gesagt, wir werden es probieren, UNESCO anschreiben und das einreichen. Wir haben einen Antrag geschrieben und man muss 2 wissenschaftliche Empfehlungen abgeben, sprich das war die Universität in Klagenfurt Professor Dotter und Universität Hamburg Dr. Christian Rathmann. Diese beiden haben 2 Empfehlungen geschrieben, diese wurden dokumentiert und an die UNESCO-Kommission abgegeben. Und einstimmig wurde es angenommen, sofort. Und letztes Jahr zu Weihnachten gab es die Übergabe des Zertifikats in Innsbruck. Und dank dieser Empfehlung haben wir es geschafft. Und ich empfehle es allen anderen Ländern auch, das zu tun. Denn es ist wichtig, die Gebärdensprache, die nationale Gebärdensprache als Kulturerbe anerkannt zu bekommen. Es ist ein schönes Kulturerbe. Für mich ist es ganz wichtig, Gehörlose können alles, genauso wie hörende Menschen. Was
die Gesellschaft sagt, ihr könnt das nicht, ihr hört es nicht. Nein, man muss an sich selbst glauben und man kann alles schaffen. Wenn man Ziele hat, schafft man es. Gehörlos und hören ist gleich. Und wichtig, diese Ziele, die man hat, denen soll man nachgehen. Eine positive Einstellung haben. Nicht jammern und sagen, nein, ich bin ja gehörlos und ich werde niedergemacht. Nein, man kann, mit der Zeit kommt alles. Wenn man zurücksieht, vor 10 Jahren, damals gab es im Fernsehen keine Untertitel. Heute gibt es vieles. Es gibt im Fernsehen Untertitel, DVD mit Untertiteln. Und wenn man zurückschaut, denkt man sich, wir haben schon viel geschafft. Und man soll